Ein Dierenpark für großer Klang, das war die Idee von der Ascher Gemeng. Mittlerweile ist der Park, den sich im Galgebirge befindet, ein richtiger Hotspot am Süden vom Land. Hier finden über 100 Tiere von 25 Zuchten, 2 Spielplätzen, auch einen Haufen mit pädagogischen Ateliers und einen Café. Für eine enge Zeit gab das Konzept vom Park neu evaluiert, für wie nur beim Tier zu sein. Ende September wurden dann noch ganz offiziell Baumhäuser geweiht. Was Baumhäuser überhaupt sind und wie sie funktionieren, das weiß Dan Meyers. Ja, wie Schilderunner so, du siehst, dass der Site, den ich einfach angeboten hat, als Ziel war immer Erlebnisse zu vermitteln, zu verschenken eigentlich. Auf dem Site, wo wir Tiere an Pflanzen, weil so nur es hat noch just gefehlt, dass sie keinen Nährstoff verbringen. So den Traum vom Baumhaus kann sich jeder ein bisschen für sich selber, Qualitätstraum. Und ja, das wollten wir uns verwirklichen. Nur den offiziellen Reden hat den Ascher Bürgermeister die Baumhäuser angeweiht. Danach kann den Baumhäuser dann noch verbunden gesehen. Es sind 3 Baumhäuser, es sind 2 für 6 Leute. Den von den großen ist am Rollstuhl accessibel auf mindestem Niveau, und der dritte ist für 4 Leute. Sie sind alle gut equipiert mit Badzimmer, also Dusche, Toilette, was ihr braucht. Und Preise sind ab 150 € für 2 Leute, für das Kleinste. Das ist aber immer sehr so abhängig, wie viele Leute ihr könnt. Buchen kann ihr über baumhäuser.asch.lu oder dierenpark.asch.lu können auf der Site, wenn ihr dort Disponibilitäten angeht, dann gesagt in direkt sein Preis. Das ist ein Unterschied, ob jemand kann noch zusätzlich können oder mal da wissen. Also der beste Bild ist immer, wie kriegt den dann so Krummhäuser an ein richtiges Reglement. Wir haben dann ein paar Etappen im Dierenpark gemacht, weil 2012 haben wir angefangen mit der nächsten Idee vom Dierenpark, die sie auch dann umgesetzt in 2012, und dann haben wir vom Bauernhaftwarner geschwärzt als Vision. Baumhäuser hat man schon am Hand gehabt und uns gut getraut, davon zu schwätzen, man immer gefragt, so ein Leute, das ist utopisch oder dystopisch. Wir haben dann zu sehr weitergegangen, als auch beim Bauernhaft, da haben wir von den Baumhäusern geschwärzt als Vision. Und auch da haben die dämlichen Leute aber ganz stark an unser Projekt gelebt, sodass es möglich geht, und mal zu gucken, was da möglich wäre, wo wir dann noch mit dem Jürgen Bergmann zusammen geschafft haben. Und das war am Anfang relativ flott gearbeitet. Wir sind noch zu Budget gekommen, wo wir gesagt haben, das müsste machbar sein. Und da haben wir natürlich am Tourismusministerium Partner von so direkt, da machen wir mit, aber noch richtig große Subsidien gekriegt, und da wird natürlich umlaufen. Da kommt natürlich die technische Wolle. Und Technik, das ist auch so eine spezielle Sache. Ne? Also wir haben ja hier etwas, was den nicht einfach so kann, Planen erbauen, wie ein Hausplan erbaut, weil nun mal auch alles krumm ist. Wir müssen aber Sachen erfüllen wie bei einem normalen Haus. Ob das Sicherheit ist, Technik ist, Statik ist, das muss auch alles erfüllt gehen. Ja, das ist nun mal in der Statik von einem Baumhaus, wenn es genannt hat. Oder Büro d'études, Büro de Kontrolle, den abnehmen möchte, wenn ich das genannt habe, das ist nicht machbar. Sodass wir da ein bisschen Gesicht tun und durch den Woche flott mit Leuten zusammen schaffen, die dann auch manchmal zum Teil zusammen mit diesem Projekt geleiert haben, und wie da gesagt, also die aber gegangen. Ob da die neue Baumhäuser wollt gesehen oder einfach den Tiere wollt Mäue so kommen, könnt ihr Weekends bei einem Feiertag oder an der Woche an den Ascher Dierenpark kommen. Den hört immer ab und ist für allem gratis.